keine Ahnung, wie das passieren konnte, Freunde, aber ich habe plötzlich im Hintergrund einen wackelnden Baum gefunden. Nein, Quatsch, da vorne, hier, das ist ein Shiny Zubat, ich wollte gerade X-Bart sagen. Ein Shiny Zubat, keine Ahnung, wie das plötzlich... Ich bin einfach ganz normal hier durchgelatscht mit Evoli am Trainieren, wenn ich letzte Folge irgendwie noch gesagt hatte und plötzlich aber so ein Shiny Zubat gespawnt und dachte mir so, hä, ernsthaft jetzt? Muss ich ganz kurz nachgucken und das war tatsächlich grün. Ja, da dachte ich mir, okay, komm, also wenn er es jetzt schon auftaucht, muss er natürlich fangen, wa? Also, sorry, aber wann trägt ihr schon mal so ein Shiny Zubat, also generell ein Shiny Pokémon auf? Mann, 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 nee, das ist der Rahmen nicht zu fassen. Ja, wir kommen zurück, Freunde, zu Pokémon gegen Arceus. Ich muss ganz kurz ausholen. Also, es ist ja so, ihr seht ja auch schon Evoli hier. Ich bin halt in letzter Folge am Ende erklärt dran, die Evolis vorzubereiten für die Entwicklung per Zuneigung. Bin hier deswegen im ersten Gebiet ein bisschen unterwegs gewesen. Und wie man es halt so macht, einfach ein bisschen durchgelatscht und so geguckt, wo gäbe es noch welche Pokémon und so, noch ein paar Items gesucht. Also auch ein paar Aprikoko-Bäume und so. Aber Aprikoko-Bäume, da vorne ist schon wieder einer. Und plötzlich denke ich mir so, hä? Habt ihr was gehört? Guck nach und plötzlich... Und plötzlich das. Nee, und plötzlich sehe ich da... Hä? Ein grünes Zubat? Ist es echt ein Shiny? Gehe in den Kampf hinein und zack, ist es tatsächlich eins. Und habe es deswegen auch mal aufgenommen, weil ich mir dachte, hey, cool, warum eigentlich nicht? Genau, ihr seht ja auch schon, das eine Evoli ist bereits ready für die Entwicklung. Wir haben jetzt hier eigentlich das gemacht, was ich jetzt gerade auch mache, sprich gegen schwache Pokémon hier ein bisschen gecatcht, gegen Bäume, die Evoli geworfen und eben auch gegen Steine und so. Weil das bringt offenbar doch relativ viel. Und mit zwar gerade selber ein bisschen, aber es ist so. Ja, deswegen mache ich jetzt heute mal die Folge ein bisschen kürzer. Scheiße. Oh, das ist ein Schein. Der liedet sie kurze. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt eh schon hier bin, wenn ich es aufgenommen habe, könnte ich eigentlich mal euch noch zeigen, wie man das fliegende Gyarados hier fängt, was es hier in der Nähe gibt. Und ganz kurz, was für ein Level der hat. 30. Pff. Hä? Gehst du gar nicht auf mich? Okay. Ah, jetzt reagiert er. What the fuck, was war das gerade? Sag mal. War schon besser. Ich hab auch noch gesehen. Die Geisterlichter. Sehr. Ist eben noch unterwegs. Also ist ein anderes. Ein kleines Zubat. So, warte mal. Genau, hier war ein Item, deswegen bin ich überhaupt hierher gelatscht. Warte mal. Wenn ich jetzt, wie gesagt, schon die Folge früher starten musste, können wir eigentlich, by the way, uns auf den Weg machen und das fliegende Gyarados holen. Nochmal zeigen, wie man es theoretisch machen könnte. Schade. Ich wäre schon fast versucht gewesen, Obstmin eben noch irgendwie ein paar Pokémon zu fangen. Ich war sogar kurz davor, mal noch ein Pikachu zu fangen, weil das Vieh haben wir irgendwie so selten gesehen. Plötzlich war eins vor mir. Auch ein Panflang ist plötzlich auch aufgetaucht hier. Und dann dachte ich mir so, komm, eigentlich wissen wir, wo die zu finden sind und deswegen ist es nicht unbedingt gerade nötig. Oh, vielleicht auf dem Weg. Ja, ich weiß, es ist ein Evoli, aber ganz ehrlich, das ist ja kein Problem. 33 Level Unterschied. Also wird uns die Purze. Wie hat sie überhaupt hier? Da doch, ist schon ein richtiger Ort, ja, stimmt soweit. Okay, eigentlich das falsche Pokémon zum Reisen, aber egal.
Jo, nein, ich habe offscreen nichts anderes gemacht als das hier wirklich. Ein bisschen rumgelatscht und so. Ein bisschen seine Evoli hier und da eingesetzt. Und ich hoffe, dass mit dem Evoli ein bisschen schneller geht, weil, sind wir ehrlich, das Evoli, das Stufe 46, das habe ich in der letzten Folge eigentlich schon ein bisschen hier und da eingesetzt. Also müsste es eigentlich schneller irgendwas, beziehungsweise die Zuneigung hoch genug sein. Eigentlich. Und ja, haben wir auch ein bisschen Gedanken noch gemacht um unser Team, was dann ja letzte Folge auch angekündigt hatte. Ich das gerne machen würde. Beziehungsweise mit den verschiedenen Varianten an Teams. Eben da irgendwie ein Skorgo ins Team nehmen oder irgendwie einen Kramchef. Eine Typenkombination. Ein Sherox war ja auch mal als Gespräch drin. Der schreit denn hier so? Ah, das Parasektor, das kennen wir auch. Ich frage mich, ob man hier dieses fliegende Garados auch nachts holen kann. Am richtigen Ort? Ja, sieht weit aus. So, wir erinnern uns, Freunde. Hier war doch irgendwo mal ein fliegendes Garados. Da ist es. Perfekto. Und wie könnte man das fangen? Das haben wir ja vor kurzem mal gesehen mit diesem Magnus in einem anderen Gebiet, das plötzlich aufgetaucht ist und ich dachte, hä? Das geht wirklich? Ja, es geht. Und zwar, warte mal, ich glaube, muss jetzt ungefähr sein hier. Hier oben. Gucken wir ganz kurz. Sich selber erst noch ganz kurz speichern. So, einen richtigen Ball auswählen. Und zwar aber auch einen Flügelball. Ja, könnte reichen, okay. Ja, am besten Flügelbälle oder Düsenbälle sind die nächste Stufe davon. Und dann müsste es eigentlich klappen. Ich spiele jetzt auf Abwarten. Da hinten sieht es so aus, als würde es ein bisschen rumlegen. Dann kommt es näher, näher, näher und... Okay, jetzt war es zu weit weg. Ich muss es von hier aus versuchen. Aber es klappt schon, Freunde. So klappt es. Ich habe es vorhin offscreen, wie gesagt, versucht. Und auch vorher abgespeichert gehabt. Und dann sogar Zahlenversuche beide mal geklappt. Also es funktioniert schon. Ups, jetzt aber zu schnell gewechselt. Keine Sorge wegen Flügelbild, deswegen habe ich gerade gespeichert, damit ich halt zu 0 wieder resetten könnte. Und ja, ich habe so viele Materialien gefarmt und so können wir auch ein paar neue Pokébälle herstellen oder irgendwie ein paar Eisenbrocken kaufen. Sag mal. Hey, das klappt aber eigentlich doch. Warte mal, bin ich jetzt auch ein bisschen falsch noch? Keine Sorge, wird schon. Ne, hier war es nicht. Oh, ein Raumzeitgefüge. Okay, wollte die Folge ein bisschen was anderes machen, zugeben, aber wenn schon so gut dabei sind. Und ich habe oft auch noch den Griffelhügel gefunden. Wegen den Wadribi, was wir brauchen. Ich würde es auch vielleicht anbieten, doch die Folge noch ein bisschen. So. Kurz abwarten, vielleicht fliegt es wieder und direkt den nächsten schmeißen. So. Eigentlich müsste jetzt drin bleiben. Okay, es frisst mehr als beim letzten Mal. Also was ich oft versucht habe, war es nach 3 drin. Okay. Krasse Scheiße, ey. Gefangen werden ist in Luftfahrt. Genau, das war der Grund, wieso ich das unbedingt noch zeigen wollte, weil es ist eben für den Pokédex-Eintrag wichtig, dass wir es als gefangene Luft markierte machen und deswegen, ja. Haben wir es jetzt mal so gemacht, Freunde. Gut, hätten wir das jetzt auch. Perfekt. Ja. Jetzt natürlich nicht ganz so gelaufen, wie ich eigentlich noch wollte. Wie bereits erwähnt, wie ich es in der letzten Folge angekündigt hatte. Aber ja, das ist halt irgendwie so ein Mischmasch quasi. Ja. Jetzt halt ein bisschen live noch Evoli oder das Evoli hier trainieren und gleichzeitig natürlich auch wegen dem Team noch gucken. Okay, das andere Evoli will immer noch nicht. Ja, ist halt schon 46, will da ungern noch irgendwie.
viel trainieren, wollte ich gerade sagen. Hey, ist jetzt... Ja, der Baum da vorhin noch gewackelt. Jetzt wird dann respawned. Ich schwöre, das hätte vorhin gewackelt. Egal. So. Das Evoli ist ja auch bald schon ready. Ist krass, ich bin eigentlich schon ein paar Mal hier durchgelatscht. Offenbar eben noch hier und da ein paar Bäume übersehen. Okay, der will kämpfen, interessant. Das ist auch sowas, war ein Evoli mit Ruckzuckhieb auf den Zierpeise mit 35 Level Unterschied, das killt es nicht. Also, aber die Idee muss auch erstmal kommen. Noch ein paar Aprikoko, sehr schön. Level Up, Ramsar-Gefüge, nee, noch keins, da vorne schimmert gerade etwas, aber gerade gesehen, aber egal. Warte mal, habe ich irgendwie was? Ja, aber sogar. Immer noch nicht, immer noch nicht. So, ja, Scarados, man sieht ja da auf einem Level her, die Attacken sind auch nicht gerade irgendwie der geile Scheiß, also... Ja, aber immer ein weiteres Gardos gefangen. So, eben das könnt ihr jetzt entwickeln. Jetzt ist er tagsüber, das heißt, es müsste eigentlich bereits ein Psyan oder Felinara werden. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Feenattacke schon da, drauf hat. Müssen wir mal noch gucken. Das ist das scheiß Parasek schon wieder. Stimmt, ganz vergessen. Klatsch rein wieder zurück. Starrelili hauen sowieso immer wieder ab, also muss ich da auch nichts machen. So. So, elegant wie eh und je. Dann ist da oben noch was. Was? Ja, gut, wenn Seewolliger nicht will. Also sprich sich nicht weiterentwickeln will, dann muss er halt anders gucken. Ching Ching. Ansonsten sollen wir mal hier noch ganz kurz gucken. Ich meine, Spans, ich kann noch, bis ich da bin, könnte natürlich schon da sein. Huch. Ah, da vorne ist es. Das Raumzeigefüge ist da, Freunde. Ja, dann würde man sagen, wir gucken uns mal ganz kurz darin um, wa? Oh, ein Fittlauch. Da waren ein paar gesammelt. Noch nicht ganz die 100, aber was soll's. Oh, Sneebel. Und zwar das Johto-Sneebel. Das richtige Sneebel. Oh, und Onyx. Kann doch nicht eigentlich. Man hat das falsche Pokémon dafür draußen, aber egal, der Noob macht das schon. Ups. Sehr gut, Hauptsache fangen Sneebel. Ein Blizzard gegen Feuer-Pokémon, viel Spaß dabei. So, Sneebel ist ja Unlicht Eis. Also das Johto-Sneebel wohlgemerkt. Das ist ein sehe ich gerade. Nein, Tanupto, oh, vergiften ist nicht so cool. Ja, komm. Ganz ein Hyperball. Haben natürlich nicht unbedingt das beste Team dabei, wenn es darum geht, irgendwelche Pokémon zu fangen. Ne? Das ist jetzt gerade ein bisschen doof.
Wobei es aber jetzt ein Sneebel. Ja. Na, wird schon. Und Schlurpleck. Da kann ich echt auch zu Fuß durchgehen, wa? Schon ein Evoli. Ja, ich sammle jetzt extra das Evoli nicht ein, beziehungsweise noch nicht. Kann jetzt auch ein Fehler sein. Nach Evoli eigentlich nicht, doch eigentlich selten sind, aber letzter Zeit in diesen Raumzeitverzögerungen treffe ich. Oh, Alter! Was machst denn du hier? Nicht der. Der da. 73, ja, hier verpiss mich, tschüss. Na, das Sneebel ist ein männliches. Hier gibt es also Sneebel, sehr interessant. Ein Upgrade! Schon wieder eins. Ein Upgrade wäre mal cool. Ah ne, der heißt Dubios Disk, so. Ah, hier wollte man will sich endlich mal entwickeln. Pro Stück. Oh, Leuchtstein. Ah, geil, Leuchtstein, cool. Das wie aus dem Beleber vom Boden. Ah. Ich glaube, auch natürlich groß interessant. Ein Gengar! Wow. Alter Schwede. Aber ein fucking Gengar. Da sind ein paar viele Pokémon als Gegner. Ja, scheiße, wollte es eigentlich fangen, aber jetzt wird es durch ein Problem. Ja, geil, sind Geist weg natürlich. Ah, scheiße. Nee. Ja, das ist... In alle 4 gerade. Nee, das mal lieber gar nicht. Was gerade? Oh, der kommt hinterher. Konsum gefangen werden, Sneebel, wa? Okay. Das Weibliche, das Männliche. Wo kommt jetzt das Alpolo her? Ach du meine Fresse, okay. Dann muss der erstmal weg. Entschuldigung, Alpolo, aber um dich kümmern wir später. Ja, Flammenwurf ist auch weg. Phantomparade, gut, da bringt nicht viel, das stimmt, die sind Unlicht-Pokémon. Da war Schiss. Noch mehr Schiss. Ich würde gerne... noch was. Ich könnte den mit Tempo versuchen. Wenn es ein bisschen mehr geschwächt wird, ich hoffe, ich kann nochmal zum Zug kommen. Oh, cool. Nein, doch mal. Ja, das passiert so selten, dass diese Phantomparade auch mal verbrennt. So, komm. Jetzt ein Überwahl. Cool. Aber nicht nur die Sui-Sneebel, die ja irgendwie vom Typus Kampf Gift sind, sondern wir haben auch 2 Johto-Sneebel. Entwicklung möglich. Ja, ist das falsch, aber temporär nicht gesehen. Ja, schön. Ich wollte eigentlich das andere, das man entwickeln kann. Das hier. Mann, Evoli, wieso willst du nicht? Also das habe ich am Offscreen getestet. Die können natürlich Masse an Dingen geben. An Ebi-Bonbons und so, dann würde es schon entwickeln, aber ganz ehrlich, will das schon. Der Grünstücke finde ich schon, aber ansonsten... Oh, nix. Da bin ich auch so, die muss ja nicht deswegen in den Raum Zeitverzerrung gehen. Und ich glaube, bis jetzt noch kein einziges Onyx gefangen habe. Shame on me. Muss Räder zugeben, shame on me.
So, hier unten einigermaßen safe noch. Natürlich hier so ein Berg ist natürlich auch fies. Scheiß Kamera, ey. Okay, wieder was Neues nachgespawnt, war. Weil da war er vorhin gerade. Huch. Nein, ist doch vorbei, war. Jo. Ah, ein Abra haben wir irgendwie bis jetzt auch noch nie gehabt. Schade, schade. Das Evoli will immer noch nicht. Dafür ein Leuchtstein nochmal ein Upgrade. Also falls wir irgendwie 2 Polygon mal hätten. Wäre es eine Option, Freunde. Wäre es eine Option. So. Trotz allem schade natürlich, dass das Evoli jetzt gerade irgendwie nicht will. Das heißt, ich wollte aber auch nicht die Folge irgendwie nochmal in die Länge ziehen. Noch mehr als ohnehin schon. Das heißt, ja gut. Wir gehen zurück und werden dann trotzdem noch 1, 2 Dinge kurz machen, die ich in der Folge hier sowieso machen wollte. Dann sind es ja nicht irgendwie so, als hätte ich irgendwie gar nichts hingekriegt. Bei ein paar Dinge haben wir gemacht, also insofern. So, perfekt. Dann muss ich natürlich hier mal ganz kurz gucken. Alle verschieben, alle verschieben. Hä? Ah, stimmt, Lichtstein haben wir noch gar nicht. Stimmt, da war ja was. So, damit ihr auch seht, dass ich schon ein bisschen, wie bereits erwähnt, offscreen gesammelt habe, will ich doch gleich einmal zeigen, was ich denn schon alles da gemacht habe. Beziehungsweise, was wir schon alles gesammelt haben. Viele Sindelbeeren. Ach du Scheiße. So, stimmt's wieder? Dann haben wir hier eine Lagerkiste. Zum einen mal 45 Eisenbrocken, 43 Fittlauch. Das heißt, den Rest können wir ja auch zusammen kaufen. 50er Zurglanzstein, irgendwie schon 246 Aprikokos. Also ihr seht schon, sehr, sehr viel geile Sachen auch. Ich habe sogar irgendwie unterwegs mal noch 2 Wassersteine gefunden. Woher auch immer. Und hier auch diese seltsamen Ebi-Bonbon. Warte mal, ich glaube, ich nehme mal die mit. Und versuche die mal bei Evoli einzusetzen. Pokémon, so. Mitnehmen ist das falsch. Also der Elite-Pokémon haben wir mal ein bisschen sortiert und so, wie das irgendwie so mal ja, gedacht hatte. Und zwar auch vom Team her. Wir haben so ein paar Gedanken gemacht. Hey, wir haben noch ein paar Herrscher. Hier ist neu, genau. Warte mal. Erstmal die alle hier im Verschieben, wo ich sie auch hinhaben wollte. Und dann kommen wir gleich zum eigentlichen Thema. So, die Unlichtbox. Einmal ein männliches Nibel, einmal ein weibliches Nibel. Dann hier das Zubat auch in die Shiny Box, sehr schön. Dann, oh, da kann ich hier drüber machen. Irgendwo hier haben wir die Wasserboxen. Wo ist der Carpador? Hier. Carpador und Garadox. Garados, nicht Garadox. So, Überlegung war, ich habe irgendwie was erwähnt von wegen, ey, ich würde gerne irgendwie auch einen Sherox mitnehmen. Deswegen mache ich es jetzt mal ganz kurz anders. Warte mal. Vielleicht mal hier hin und hier, genau nachher dann die Herrscherbox. Eine Idee war, sag einfach mal eine Idee, dass man quasi sage, hey, ich nehme entweder Axanto oder Sichlo alias Sherox mit. Da müssen wir dann gucken, ob man mal ein Wasser-Pokémon noch ein bisschen mehr trainieren könnte. Dann hier, andere Option, dann Shelterra oder Roserade. Kann sich auch überlegen. Magneson. Ja, ist halt die Frage, gegen was quasi eintauschen. Eventuell hier Nachtara oder Psyana. Je nachdem halt, welche Typenkombination wir bereits haben. Natürlich nicht fehlen darf, ist der Drachentypus.
ich quasi überlegen könnte, Viscagon, beziehungsweise die Entwicklung oder halt Knaxel oder die Entwicklung. Muss ganz kurz gucken. Doch, stimmt, genau. Hier haben wir Pflanze Boden, hier hätten wir Pflanze Gift. Moment. Hä? Ah. Kannst du da ungefähr aufgehen. Also Axantho oder Sherox, Roserade oder Shelterra, Viscagon, beziehungsweise Entwicklung oder Knaxel, beziehungsweise Knackrack. Nachtara oder Psyana. Magneson können wir momentan noch drin belassen. So oder sowieso. Machomai, ja, da wäre ja mal eine Idee gewesen, nach anstelle von, keine Ahnung, als Alternativ zu Lucario, Piondragi. Natürlich jetzt ein Gift Unlicht, das heißt. Ah, das vielleicht sogar so. Wenn ich hier natürlich in dem Team jetzt nach Tara drin hätte, wäre hier vielleicht Psyana drin oder so und dann, damit es halt irgendwie mit den Typenkombinationen am besten aufgeht. Und natürlich, wenn ich sage jetzt mal, das Viscagon, das Hisui Viscagon habe, mit Stahldrache war natürlich kein weiterer Stahl-Pokémon mehr, ne? Hier halt Elektrostahl. Sowas in der Art. Und wir vergessen haben, ist da Skorgla Skorgro. Ja, und die beiden halt. Oder Kramchef, damit ich halt noch irgendwie ein Flug-Pokémon drin habe. Genau, sicher wird nachher zu Sherox, das wäre Käfer Stahl dann. Ja, passt natürlich auch Magneson nicht, eigentlich nicht mehr rein, weil dann haben wir ja schon Stahl-Pokémon. Also hier seht ihr, bin ich noch ein bisschen überlegen. Wie man das irgendwie ein bisschen deichseln könnte. Generell, auch das hier alleine schon ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Eine Evoli-Entwicklung. Ja, gut, ja, doch, im Prinzip, was denn hier war. Jetzt plötzlich, wenn ich Kramchef hier unten habe. Hier habe ich einen Bodenflug. Ja, jetzt war Shelterra, hier haben wir auch ein Boden-Pokémon. Damit ich im Idealfall nie zweimal den gleichen Typus haben muss. Andererseits, Bodenflug ist ein bisschen was anderes, wenn du irgendwie einen Knackrack hast oder irgendwie einen Shelterra. Aber hier mit Skorgel oder Skorgel muss ich gucken, ob das sich irgendwie lohnen würde, so ein Team. Aber ja, wenn du mal sehen, was ich mir so überlegt habe, das wären so Typenkombinationen, die man sich dann in der nächsten Folge genau so Gemüte führen könnte. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ein bisschen was entwickeln, das können wir jetzt schon. Wir sind als Entschädigung dafür, dass ich jetzt irgendwie so viel, oder beziehungsweise so wenig gemacht habe in der Folge. Also ja, man wäre schon spannend, ne? Wir haben irgendwie das Ding gesehen, das Shiny Zubat und so. Aber das, was ich eigentlich mal angekündigt hatte, kann ich halt trotzdem noch mitnehmen. Warte mal, nehme ich mal den noch mit, den braucht man. Was sind die Dinge, die ich sowieso machen wollte? 2 Upgrades, okay. Pokédex abgeben, gerne. Oder aktualisieren, besser gesagt. Was? Eine Raumzauberzeugung gefangene Pokémon 1. Also noch 3. 2 meine ich. Und noch beides. Egal. Pikachu, genau, da haben wir mal gegen ein paar gekämpft, ja. Genau, müssen aber eigentlich auch noch ein paar fangen oder so. Und da gegen viele gecatcht, auch eben da besiegt, wobei. Die waren eh schon auf Stufe 10, also da hat sich nichts geändert. Sneebel, einfach halt mehrere Formen. Hisui-Form, normale Form, ja, interessant. Das ist nicht irgendwie Johto-Form oder so heißt. Gardos, ist auch Stufe 10. Gefangen werden in der Luft war, ja, das ist eben ein wichtiger Eintrag, deswegen haben wir den noch gezeigt. So. Also dann, Freunde, würde ich mal sagen, erstmal speichern. Und dann, weil es eben so schön war, gucken wir doch mal. Hier haben wir 2 Evoli. Muss ganz kurz gucken, dass ich hier, ich will ja das jetzt, Moment. Also gucken, eigentlich ist das ja eins, was ich ja jetzt Psyana entwickeln will. War ursprünglich mal die Idee, war. Ah, da wäre das aber besser mit dem Spezialangriff nach oben. Das ist ein neutrales Wesen. Okay, machen wir aus dem Felinara, komm. Da ist bei dem werde ich aber schon mal die coole Augen rausschmeißen, weil sonst habe ich echt nach ein Problem.
So, das heißt, dieses Evoli wird sich jetzt zu Felinara entwickeln, eigentlich. Felinara. Wer hat's denn gelernt? Feenbrief, vor allem eine Attacke zur Verfügung, super. Also ein paar Freundchen. Feenbrise, Knudler, könnt ihr auch noch ein bisschen was lernen. Okay. Cool, Freund, ein Felinara. So, jetzt aber. Und zwar Sichlo entwickelt sich zu einer wahren Form. Axantor. Das ist Schnee von gestern. Das ist die Zukunft. Sherox. Neue Attacke, hallo? Ich wollte gerade sagen, hier Eisenschädel, Patronen, da müssen natürlich schon drin sein. Haben wir gerade, ob das in Kombination noch funktioniert. Naja. Schauen wir später an. Und jetzt natürlich den Schafzahn. Moment. Da war ja was mit der richtigen Ringer. Hey. So, schon besser. Skorgro, neue Attacke, sehr schön. Tja, Freunde, neue potenzielle Teammitglieder, bis auf Felinara, da bin ich noch ein bisschen unsicher. Weil ich doch lieber Psyana dabei hätte, aber scheiß drauf. So. Das ist unser Normalos, war hier Evoli, dass wir noch ein bisschen Zuneigung haben. Okay. Felinara, sehr schön. Da kommen wir zu unseren Elite-Pokémon. Jo, das sieht auch schon richtig fett groß aus. Beide fliegen. Jo, Mann, ihr habt's drauf, wa? Sherox. Skorgro. Natürlich hier 3 auch. Ja, aber nicht vergessen. Nee. Tja, Freunde, wie es weitergeht mit unseren neuen Teammitgliedern und wie das Team generell so aufstellen möchte, etc. etc. Das sind wir in der nächsten Folge und dann hoffentlich auch, dass ihr Evoli soweit habt für die Entwicklung. Und dann gehen wir zurück ins Store, werden hier und da noch ein bisschen unsere Items upgraden, neue kaufen, etc. etc. Wir haben momentan noch genug Kohle, wie man so schön sieht. Auch dann noch ein bisschen aufstocken. Und dann aber sicher schon bald mal eben Richtung, wie heißt es wieder, Schneeland oder so irgendwie, die Schneeberge, also einfach in ein Eisgebiet gehen, ne? Und natürlich auch viele Eis-Pokémon gibt, da wären natürlich ein Stahl-Pokémon sowieso geil. Das sieht auch cool aus. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.